Schöpfer, du hast gesagt, es wird Licht. Schöpfer, du hast gesagt, es wird Licht. Schöpfer, du hast gesagt, es wird Licht. Das Dunkel darf strahlen. Du hast Macht in unser Herz. Siege dort in Träumen, rein sein. Du sollst wohnen in unser Herz. Ewig soll das dies Heimat sein. Du hast Macht in unser Herz. Siege dort in Träumen, rein sein. Du sollst wohnen in unser Herz. Ewig soll das dies Heimat über uns hat dein Licht aufgehen. Über uns hat dein Licht aufgehen. Über uns hat dein Licht aufgehen. Herzlich willkommen zum Livestream von der Vignette Bern. Wir entschuldigen uns für die Probleme, für die viertelstündige Verzögerung, aber wir freuen uns richtig, können wir jetzt miteinander diesen Gottesdienst feiern. Es ist schön zu sehen, Kurt, du bist dabei, Denise ist dabei, die Ile, herzlich willkommen um Kurt. Diese Idee habe ich auch schon gesehen. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir haben den Livestream schon angefangen am 4. vor, dieses Mal auf Facebook Live für das Kids-Programm. Und das war richtig cool gewesen. Wir haben nämlich heute die Geschichte von Jona gehört, der in einer 3-tägigen Quarantäne war. Ich denke, das ist eine Geschichte, die wir alle in diesen Tagen richtig gut nachvollziehen können. Wir sind schon mehr als 2 Wochen jetzt daheim. Ich habe über 2 Wochen im Homeoffice gearbeitet. Und auf der einen Seite genießen es, Zeit zu haben mit der Familie, meine Frau, meine Tochter jeden Tag zu sehen. Und an meinen freien Tagen gebe ich ihr noch Schule. Und wir sind schon 2-mal in den Wald gegangen, um dort ein bisschen Abwechslung zu bringen. Aber wenn ich schaue, jetzt in dieser Zeit, habe ich eigentlich nicht weniger zu tun gehabt. Sogar fast ein bisschen mehr. Und gleichzeitig hat es mir gleich gedacht, dass wie etwas von Entschleunigung schon passiert. Und das war weiter Gedanke, den wir hatten für den heutigen Gottesdienst in der Vorbereitung. Gott will dir und mir Anteil an seiner Ruhe geben. Will uns seinen Frieden schenken. Oder seine Gelassenheit, wie man sagen kann. Das ist der Grund, wieso ich das T-Shirt angelegt habe. Für Berner wissen wir, Eis ist bei uns gelassen. Und als ich das letztes Jahr getragen habe, ist ein Freund von mir auf mich zugekommen. Der Dave hat mir gesagt, Mari, Gott will dir Gelassenheit schenken. Und ich glaube, dass Gott genau das heute in diesem Gottesdienst möchte machen. Uns bei allen Herausforderungen, die das Leben mal bringen, bei allen technischen Problemen, die wir haben, einfach
Anteil an seiner Ruhe und an seiner Gelassenheit geben. Und das wünsche ich dir ganz besonders, denn, wenn du selber Virus erkrankt bist oder sonst an irgendeiner Erkrankung leidest. Ich wünsche, dass dir, wenn durch die aktuelle Situation dein Geschäft in eine Schieflage gekommen ist und du dort Frieden brauchst. Ich wünsche dir das aber genauso, wenn ihr als Familie 24 Stunden daheim seid und dir die Decke einfach langsam auf den Kopf geht. Oder wenn du im Gesundheitswesen arbeitest und jetzt einfach viel zu tun hast. Ich bin mit seinem Frieden, mit seiner Ruhe erfüllt, die in seine Ruhe hineinnimmt. Genau das wollen wir heute in diesem Gottesdienst miteinander erleben. Der Livestream wird ungefähr 50 Minuten dauern. Wir werden jetzt den Bibeltext aus Psalm 131 miteinander lesen. Darum ist es gut, wenn du schon mal die Bibel zur Hand nimmst. Dann werden wir unter der Leitung von Christa Bucher miteinander anbeten. Wenn du als Gast dabei bist, anbeten heisst, wir werden sozusagen gesungene Gebete miteinander singen und dann hören wir von Lisi Rohner ein paar Gedanken zum Text aus Psalm 131. Der Psalm, den wir jetzt miteinander lesen. Still wie ein zufriedenes Kind. Herr, ich denke nicht zu hoch von mir, Hand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertrau dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. When you walk into the room, everything changes. Darkness starts to tremble like a light that you bring. When you walk into the room, every heart starts burning. Nothing matters more than just to sit here at your feet. We worship you. Worship you. We love you, and we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you. We can't get enough. Oh, this is for you. When you walk into the room, sickness starts to vanish. Every hopeless situation ceases to exist. When you walk into the room, the dead begin to rise, 'cause there is resurrection life in all you do. Jesus, we love you. We can't get enough. Oh,
to come and consume, God. Oh, we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God. Oh, we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God. Oh, we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God. Oh, we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We love you and we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you. We can't get enough. All this is for you. Yeah. Oh. Ja, du gibst dem die Frieden, der sich fest an dir hebt und der dir vertraut. Und ich möchte euch einfach einladen, in dieser Zeit vom Worship euren Blick einfach auf Gott zu richten und das, was er tut, und ihm zu vertrauen. Weil alles um uns herum ist nicht, kann, aber muss nicht vertrauenswürdig sein. Aber der wirklich vertrauenswürdig ist, den kennen wir, und das ist Gott. Und darum helft einfach, auf ihn zu schauen, jetzt in dieser Zeit. Du bist Schöpfer, Gott von allem, und gleich hast du dich klein gemacht. Als Mensch bist du auf die Welt gekommen. Immanuel, Gott mit uns. Bist Anfänger und Vollender, Schaffer vor Begegnung, barmherziger Versorger. Immanuel, Gott mit uns, wir singen. Heilig, heilig bist du, mein Gott. Mit Chör von Engeln loben wir, mit Gesang und Wort. Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig, heilig, heilig bist du. Du Erlöser, der von langem die Propheten haben vorausgesehen. Versöhner mit der Schöpfung, eins mit Vater, Geist und uns. Wir singen, heilig, heilig bist du, mein Gott. Wir von Engeln loben wir, mit Gesang und Wort. Heilig, heilig, heilig bist du.
Du bist Gott mit uns, Immanuel. Niemand ist dir gleich, hey, Immanuel. Ritter von der Welt, Immanuel, 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 Gott mit uns. Heilig, heilig bist du, mein Gott. Mit Chör von Engeln loben wir mit Gesang und Gott. Heilig, heilig, heilig bist du. 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 You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are way making, miracle working, promise keeping, light in the darkness, my God, that is who you are. Way making, miracle working, promise keeping, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you,
is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Guten Abend miteinander. Danke, dass wir euch in euren Stuben besuchen dürfen. Es ist ein bisschen komisch, wenn ich da keine Gesichter vor mir habe. Ihr fehlt mir. Ihr seid mega coole Leute und es ist gut, wenn wir so zumindest miteinander verbunden sind. Und ich glaube, da passiert auch etwas von einem Geist der Gemeinschaft. Ich lese euch noch einmal den Psalm 131 vor, den kurzen Psalm. Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertrau dem Herrn, von jetzt an und für alle Zukunft. Wie viele Diskussionen hast du gehabt, letzte Woche über ein Virus, über die Massnahmen, über die Situationen in verschiedenen Ländern, über Statistiken? Hey, schaut, ich habe gemerkt, eigentlich übersteigt es meinen Verstand. Eigentlich bin ich völlig überfordert und ich merke, mein Verstand und meine Gedanken fangen an amok laufen, wenn ich zu viel in den News rumhänge, wenn ich mich die ganze Zeit mit diesem Thema auseinandersetze. Das ist ein bisschen zu hoch für mich und wahrscheinlich für alle von uns. Wir sind überfordert mit dieser Situation. Und wie, um Himmels Willen, soll jetzt meine Seele ruhig werden, wie ein gestilltes Kind? Wie soll ich zufrieden sein, wenn alle Freiheit gefühlt plötzlich von mir weggenommen wird? Wie soll ich zufrieden und ausgeglichen sein, wenn die Kids den ganzen Tag daheim sind und ich gleichzeitig noch im Homeoffice arbeiten? Oder wenn ich alleine in meiner Wohnung bin und völlig isoliert bin, wenn ich krank bin oder Angst vor Krankheit habe, wenn das Einkommen plötzlich wegbricht. Es kommt mir vor, als würde Gott heute zu uns sagen, Kopf hoch. Diese Geschichte ist noch nicht am Ende angelangt. Und ich habe immer ein gutes Ende parat. Ich habe wirklich den Eindruck, dass Gott durch die Zeit durch uns näher an sein Herz nehmen will. Hinter all diesen erlebten Unsicherheiten und Unruhe, da steht eine viel grössere, gewaltigere Einladung von einem Schöpfergott an seine Schöpfung. Ich glaube, Gott will uns eine neue Offenbarung
über die Ruhe, über die Schabbatruhe, über den Segen von der Ruhe, über den Segen vom Verschnaufen und Anhalten schenken. Im Hebräerbrief 4, Verse 9 bis 11 werden wir aufgefordert, aktiv in die Ruhe von Gott hineinzutreten. Da, wo unsere Seele eben gestillt und besänftigt wird. Unabhängig von unseren Leistungen, unabhängig von unseren Umständen. Wir lesen, es gibt also noch eine besondere Schabbatruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie, da meinen sie das Volk Israel in der Wüste, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. In die Schabbatruhe von Gott einzutreten bedeutet viel mehr als nicht mehr zu arbeiten. Sicher hat die Ruhe damit zu tun, dass wir einen Stopp einlegen, einen Stopp in all dem, was wir eben arbeiten, machen, wollen, verlangen danach, was wir uns so sorgen. Und hier im Hebräer 4 steht sogar, wir sollen uns aktiv darum bemühen, in die Ruhe hineinzukommen. Ruhe passiert nicht einfach so. Sie geht uns nicht einfach in den Schoss. Es braucht Planung, Vorbereitung, Disziplin, Entschlossenheit, zu guten Sachen Nein zu sagen, für das man das Bessere umarmen kann. Der Schabbat ist so etwas wie eine Grundlagendisziplin, eine Einübung von dieser Gewohnheit vom Ruhen, damit wir auch im Alltag ganz einfach einen Zugang zu dieser Ruhe finden können. Als Familie haben wir das selber auch recht schmerzlich erlebt. Wir sind eine leidenschaftliche und hingebungsvolle Familie und wir haben über unser Mass hinaus gearbeitet für gute Sachen. Aber wir haben dieser Ruhe nicht den Raum gegeben. Und wisst ihr, die Schabbatruhe, die holt einem ein. Und wenn es auch so ist, dass man dann plötzlich zur Ruhe gezwungen ist, weil man nicht mehr kann, weil die Schöpfung einem einholt und die Ruhe überhaupt nicht freiwillig ist. Ohne Ruhe werden wir krank. Der Schabbat ist eine Tür für die Ruhe im Alltag. Aber der Schabbat ist eben mehr als eine Pause. Er ist heilig. Das Wort heilig, Kadosh, wird sogar das allererste Mal in der Bibel erwähnt im Zusammenhang mit dem Schabbat. Im 1. Mose 2, Verse 2 und 3 lesen wir: Am 7. Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Nach 6 Tagen vom Erschaffen ist der 7. Tag angebrochen. Am 7. Tag, am Höhepunkt der Schöpfung, hat Gott nicht gerade zuerst ausgeruht. Zuerst hat er sein Werk vollendet, indem er eben die Schabbatruhe geschaffen hat. Es ist eines der allerkostbarsten Geschenke, eigentlich die Krönung der Schöpfung, die er da für uns parat gemacht hat. Der Schabbat steht ausserhalb von allem, was materiell und räumlich geschaffen ist worden. Gott schafft am 7. Tag die Ruhe. Ruhe heisst auf Hebräisch Menucha. Und das Wort bedeutet auch wieder mehr als nur nichts machen. Es ist eine Insel in der Zeit, wo wir in Gelassenheit, in Zuversicht, in Heiterkeit und in Frieden hineinkommen können. Gott schenkt uns einen Rhythmus, der ganz tief in unserer DNA verwurzelt ist, weil er uns nach seinem Bild gemacht hat. 6 Tage arbeiten, am 7. Tag in die Ruhe hineintreten und schon hier auf der Erde einen Anteil nehmen an der Herrlichkeit, die er für uns parat hat, in der Ewigkeit.
Gott hat selber geruht. Ich nehme nicht an, dass er erschöpft war von seinem Werk. Aber ich stelle mir vor, wie er seine Schöpfung genossen hat in diesem Moment. Wie er alles angeschaut hat und wie er es genossen hat, mit uns zusammen zu sein. Ich glaube, er hat sich mega gefreut. Und ich kann mir vorstellen, wie er mit seinem Sohn und mit dem Heiligen Geist das Gute und das Schöne von der Schöpfung gefeiert hat. Gott hat den Schabbat gesegnet. Er hat eine Zeit gesegnet, die uns aus dem Alltag so richtig rausragt und den Glanz von der Ewigkeit dreht. Aus diesem Grund geht es im Schabbat eben nicht um Ablenkung. Es geht nicht um Zerstreuung. Es geht um einen dankbaren Blick auf Gott und auf seine gute Schöpfung. Er hat diesen Tag gesegnet, dass wir wieder ganz werden können, dass wir heil werden nach unserer Arbeitswoche, dass wir Heimat finden und wieder Schnuff finden und zur Ruhe kommen. Da wird unsere Seele und unser Leib wieder ganz und heil und gefüllt. Gott heiligt den Schabbat. Der Gott von der Schöpfung wird nicht an einem Ort gefunden, so wie andere Götter in einem Schrein oder in einem Tempel. Unser Gott schenkt uns eine Begegnung mit in der Zeit innen. Eine Begegnung, die wegen dem überall stattfinden kann, nicht gebunden an einen Ort. Und in diesem Leben, das für uns manchmal ein bisschen atemlos werden kann im Alltag, kommt der Schabbat wie ein guter Freund zu mir und lädt mich ein, in die Ruhe zu kommen, in die Ruhe, die mir Freude bringt. Der Schabbat ist so heilig, dass die Juden sogar sagen, man darf an diesem Tag nicht einmal an die Arbeit denken. Das klingt mir noch nicht gängig immer, aber ich arbeite daran. Der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, darum wollen wir uns alle bemühen, in die Ruhe hineinzukommen, für dass wir nicht durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abkommen, wie das Volk Israel. Der Schabbat zu halten, das ist ein Gesetz. Es ist das 4. Gebot. Und, Leute, es wäre ungehorsam, wenn wir das Gebot brechen. Und ich sage euch, ich habe es manchmal gesprochen. Und darum hat er mich eingeholt, der Schabbat. Im 2. Mose 20 werden die 10 Gebote festgehalten. Und da steht, erinnere dich an den Schabbat, denke an ihn. Es ist ein Tag für Gott und für uns. Der Fokus gilt ihm. Es ist ein Tag vom Schauen, vom Staunen, vom Aufschnaufen, vom Anbeten, vom Singen, vom sich freuen. Hey, da wirst du so richtig rausgenommen aus deinem Normal und bekommst Anteil an dem, was er geplant hat und an seiner Herrlichkeit, der Ursprünglichkeit. Wir sind dankbar für die Realität von Gott und für seine Güte. Das ändert unseren Fokus und unsere Herzenshaltung. Der Schabbat ist ein Rhythmus der Gnade. Für einen Tag lüpft Gott raus aus dem finsteren Tal und lädt dich ein in die Realität von seiner Ewigkeit. Und es wird uns dort bewusst, der König regiert noch. Und darum ist der Schabbat eine Quelle der Kraft in schwierigen Zeiten, gerade so wie jetzt. Aber der Schabbat ist nicht nur ein Gebot. Er beinhaltet auch Widerstand. Er ruft ihn nämlich zur Freiheit auf. Im 5. Mose 5,12 ermahnt der Mose, bevor sie ins verheißene Land gehen. Und er sagt dort noch einmal ganz deutlich, haltet den Schabbat. Das ist etwas ein bisschen anderes als erinnert euch. Haltet den Schabbat. Erinnert euch an die Geschichte, die ihr habt mit mir. Ihr seid Sklaven aus Ägypten. Und jetzt geht ihr als Freie in das neue Land rein. Nicht mehr Sklaven. Ihr seid nicht mehr dem alten System unterworfen. Weil Sklaven bekommen keinen Schabbat. Und wir leben in einem Land, das ein bisschen ist wie Ägypten.
Unser Streben nach mehr passiert eigentlich fast immer auf Kosten der Armen. Der Schabbat erlaubt uns, aus diesem ungerechten System herauszukommen. Wir brauchen dort weder zu kaufen, noch zu verkaufen. Wir müssen uns nicht beweisen und wir müssen auch nicht unterdrücken und ausnutzen. Schabbat ist eine Rebellion dagegen, selber Sklave zu sein oder selber zum Sklaventreiber zu werden. An diesem Tag sagen wir, stopp, ich habe genug, es reicht, ich bin gut versorgt. Mir fehlt nichts, ich geniesse das, was da ist. Stopp, ich weiss genug, ich muss mich nicht noch mehr informieren. Es reicht. Im Jesaja 58, 13 und 14 lesen wir: Tut an meinem heiligen Tag, dem Schabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn. Verfolgt nicht eure eigenen Interessen. Geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Hey, die Wonne wird sein, die grösste Freude. Schabbat bedeutet das Heimkommen in ein einfaches Leben. Essen geniessen, einen guten Wein vornehmen, Familienzeit, einen Spaziergang, Freunde schauen, ausschlafen, vielleicht ein Nickerli am Mittag, dankbar sein. Wenn ich dem Schabbat Einlass gebe und er in meinem Leben zu meinem Freund wird, wenn ich hart daran arbeite, in die Ruhe hineinzukommen, dann wird der Schabbat zum Wächter über meinem Lebenstempo. Und der Geist und der Segen vom Schabbat kommt in die 6 Arbeitstage mit oder bringt sie. Er ist die Einladung von Gott mit hinein in die Zeit der Unsicherheit, der Turbulenzen, der verlorenen Kontrolle. Und da wird es persönlich. Gott sagt zu dir an diesem Schabbat und auch an den restlichen Tagen: Hey, vertrau mir. Ich schaue zu dir. Ruhe dich aus bei mir. Meine Gedanken sind gut. Ich schenke dir eine Lebensfülle, weil ich mehr als genug habe für dich. Lass deine Seele zufrieden sein bei mir. Wie können wir das jetzt umsetzen? Der Juan und ich haben es gar nicht so einfach mit dem Schabbat, weil wir arbeiten beide unregelmässig. Regelmässigkeit ist etwas, das hilft, wenn man immer am Sonntag zum Beispiel seinen Schabbat feiern kann. Das ist mega cool und ich ermutige euch dazu. Wenn man unregelmässig arbeitet, dann braucht es ein bisschen mehr Planung. Wir legen alle im Vorfeld den Tag fest, wo unser Schabbat ist. Und dort streichen wir alle unsere Verpflichtungen und unsere Arbeiten streichen. Es ist cool, wenn man schon am Vorabend anfangen Schabbat feiern. Das stimmt dem dann so richtig ein für einen Tag. Wir essen alle gut zusammen, wir trinken einen guten Wein und wir nehmen zusammen das Abendmahl. Und etwas ganz Wichtiges. Ich schalte das Handy aus. Ich habe das gelernt in den letzten Wochen und Monaten. Ich schalte das Handy aus und lege es in eine Schublade, weil das lenkt mich ab. Und Ablenkung ist nicht das Ziel vom Schabbat. Ich will mich ausruhen dort. Dankbar sein, geniessen, was man hat. Eben das Schauen und Staunen, Anbeten, Spazieren, Essen und Gemeinschaft feiern. Gemeinschaft mit unseren Lieben, mit unserer Familie und auch im Gottesdienst. Darf ich euch ein paar Impulse mitgeben für die kommende Woche? Ich lade dich ein, dass du dir jeden Tag kurz überlegst, was sind die kleinen Sachen vom Alltag, die ich heute feiern kann. Für was bin ich heute dankbar? Ich habe mir neu wieder angefangen, jeden Abend ein paar Sachen aufzuschreiben, wo ich mega dankbar bin an diesem Tag dafür. Und mit wem kann ich die Freude teilen? Auch gerade jetzt, wenn wir ein bisschen isolierter sind. Wie komme ich zur Ruhe? Was bringt mir Leben?
Und was stärkt schlussendlich mein Vertrauen in Gott? Nehmt doch die Frage mit in die kommende Woche. Amen. Ich möchte jetzt gerne noch mit euch beten. Und ich habe gedacht, wir könnten zum Anfang zusammen den Psalm 131 noch mal gemeinsam lesen. Ich lade euch ein, dass ihr eure Bibel vornehmt oder jetzt auf den Text schaut. Und ihr könnt eure Hand auf das Herz legen und sagen, ja, ich stimme da wirklich mit ein, ich sage das. Ich glaube das. Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar sind für mich. Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertrau dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Und Vater, ich danke dir, dass die Frieden, das Angebot von Ruhe, vom Eintreten in die Ruhe, dass das da ist. Und ich proklamiere diesen Frieden und die Ruhe jetzt gerade in unser Herz und unsere Gedanken hinein. Danke, schenkst du uns da eine neue Offenbarung. Danke, wirst du uns in dieser kommenden Woche immer wieder daran erinnern, dass es da die Einladung gibt, in die Ruhe einzutreten und bei dir zur Ruhe zu kommen. Ich danke dir, dass unser Vertrauen einfach wachsen kann in den kommenden Tagen. Das Vertrauen in den Gott, der uns alles gibt, dass unsere Seele still und ruhig werden kann. Und wir vertrauen, dass du ein gutes Ende schreibst von dieser ganzen Zeit mit der Welt, mit uns allen und mit uns ganz persönlich. Wenn du krank bist, dann will ich jetzt auch noch für dich beten. Und leg doch auch die Hand auf dich, wenn du krank bist oder wenn du auch mega geplagt bist von Ängsten oder wenn du einfach in seelischer Not bist, leg die Hand auf dich. Heiliger Geist, komm. Jesus, du bist unser Heiler, unser Helfer in der Not. Du hast überwunden. Und darum proklamiere ich Gesundheit in unser Leben hinein. Heiliger Geist, fließt du jetzt gerade in die Orte, wo wir Heilung nötig haben. Mach uns ganz. Stell wieder her. Führe uns in die Heilung hinein. Und in deinem Namen sage ich, Krankheit, Sorgen, Ängste, Unruhe, ihr müsst gehen im Namen von Jesus. Und wir empfehlen Gesundheit in deinem Namen, Jesus. Merci für dein Sein, für deine Liebe und für deine gute Versorgung. Wir haben dich gern. Amen. Amen. Merci vielmals, Lisi. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt kommen wir noch nicht ganz zum Ende vom Gottesdienst. Wir wollen jedem Gottesdienst oder Kreativität Raum schaffen, wo Gott uns genauso durch seine schöpferische Kraft begegnet. Und heute in diesem Gottesdienst hat Rachel Borchert gemalt. Und Rachel, ich möchte gerne dich fragen, was hast du genau gemalt? Das ist ein Bild von so einem tiefen Brunnen, wo Lisi mich angefragt hat, wie das so einfach in meinem Kopf hatte. Die alten Brunnen, die wirklich so mega, also es eigentlich auch dunkel wäre. Und dann habe ich wie dort so einen Kessel liegen. Der ist eigentlich wie so getrieben auf dem Wasserspiegel. Und man sieht wie da noch ganz feine Linien. Das wären dann wie die Seile, wo der Kessel dran wäre. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass es so eben das Ruhe soll, der Schabbat, wie Lisi gesagt hat, die Ruhe wie soll widerspiegeln und eben nicht wie das runterlassen und dann den Kessel wieder aufschreissen und so schnell wie möglich das Wasser dann für irgendetwas brauchen, sondern ja, ich wollte diesen Moment malen, einfach vom Sein, genau. Und es ist dann wie, in meinem Kopf ist es wie ein Hausbild gewesen, wirklich so, einfach so ein Ort
ja, vom Frieden und es war wie nicht eben feister gewesen, sondern wie Lichtblick oder wie könnte man sagen, wie eine Klarheit ist wie an diesem Ort gewesen. Ja, ich hoffe, man kann das sehen auf dem Bild, genau. Ja, darf ich noch beten für die Leute, die das anspricht? Selbstverständlich, Rachel, klar. Ja, Jesus, ich danke dir, echt, dass du uns jetzt in diesen auch herausfordernden Tagen mega einlädst, in diesen Schabbat reinzukommen und wie an diesem geborgenen, sicheren Ort von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Hoffnung dürfen echt unseren Kübel wieder aufzutanken. Und dass es nicht nur ein Auftanken ist, wo wir dann ins Nächste weiter können und wie die Kraft, die wir bei dir bekommen, für das Nächste brauchen, sondern wirklich, dass wir wie dürfen, einen Moment wirklich an diesem Ort bleiben und dass wir dürfen wirklich voll werden bei dir. Und ja, ich bitte dich, dass du das allen, die jetzt diesen Livestream schauen, dass du das uns zukommen, dass wir das wirklich dürfen erleben und dass wir das richtig auch am Körper dürfen spüren, Vater. Ja, und ich möchte auch einfach alle, die zuschauen, segnen, mit Mut zur Kreativität in diesen Tagen, dass ihr dürft, gleich wie, ja, auch wenn man sich vielleicht manchmal ein bisschen aufraffen zu dem, so wie euch, dass ihr einfach schöpferisch tätig sein und wie Erfüllung auch in dem erleben. Genau. Dass Gott euch wie befähigt, euch gleichwohl, auch wenn wir wie beschränkt sind, Sachen zu erschaffen und wie in die Welt hineinzurühren. Amen. Amen. Und vielen herzlichen Dank an dir, Rachel. Ja, in diesen Tagen sieht das Gemeindeleben ein bisschen anders aus. Auch wenn wir uns nicht persönlich treffen können, haben wir glücklicherweise ganz viele Möglichkeiten, gleich miteinander in Kontakt zu bleiben. Ich telefoniere zum Beispiel jeden Tag mit Leuten, die mir einfallen, oder genauso Leute, die ich hier in der Verbundenliste finde. Das ist eine Liste, die all die Menschen bekommen, die uns zum Ausdruck bringen, dass sie sich als Teil der Vineyard Bern zählen. Wenn du die nicht hast bekommen, dann wissen wir nicht, dass du dich auch zu der Vineyard Bern zählst. Jetzt, diese Woche hat mir jemand angerufen, und erst noch per FaceTime. Die Person hat unbedingt mein Gesicht sehen. Das war Dina. Dina und Selina, die bei uns oben nachher wohnen, einen Stock höher, haben mir angerufen und haben mich gefragt, Marius, weisst du eigentlich, was hinten drauf auf dieser verbundenen Liste steht? Weisst du das? Ich habe es nicht gewusst. Darum lese ich es vor. Dina hat mir nämlich vorgelesen, Ruf mich an, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Aus Jeremia 33,3. Dann hat sie mir gesagt, also Mari, was erzählst du mir jetzt für unglaubliche und gewaltige Sachen, die ich noch nie davon gehört habe? Und es war so lustig, wir haben mich gekugelt vor Lachen. Und einfach so die Momente der Gemeinschaft sind richtig cool. Und ich danke dir, dass du dich kümmerst um andere, dass du diesen Impulsen genauso hörst und dich bei anderen meldest. Du bist in dieser Zeit ganz wichtig, du bist ganz ein wichtiger Teil des Gemeindelebens. Ja, jetzt auf dem Bildschirm siehst du auch, wie wir das Gemeindeleben in dieser Zeit sonst pflegen. Aber auf der einen Seite mit dem Livestream, wo wir heute schon um 4:30 haben geplant anzufangen. Nächsten Sonntag wird der Kids Day, der Wing Kids um 4:30 anfangen. Dann aber haben wir in dieser vergangenen Woche mit dem Antivirus-Programm gestartet. Das heisst, du kannst jeden Morgen mit einem ermutigenden Impuls am 9 Uhr am Morgen in den Tag starten. Der Impuls wird von ganz verschiedenen Leuten aus unserem Team gemacht. Dazu findest du auf unserer Website den Antivirus Hopecast, der dich einfach mit hoffnungsvollen Gedankenanstößen begleitet. Falls du froh bist für ein Gespräch oder ein Gebet, dann erreichst du uns auf der Seelsorge- und Gebetshotline. Und dort wirst du mit jemandem aus unserem Team in Verbindung gebracht. Und genauso kannst du dich auch bei uns melden, wenn du in der vergangenen Zeit durch die aktuelle Situation in eine akute finanzielle Notlage bist geraten. Wir haben nämlich einen Corona-Nothilfefonds geöffnet, dass wir schnell und unbürokratisch helfen können. Und jetzt gleichzeitig danke ich dir aber auch, dass du eben nicht nur durch die Kümmern um andere dazu beiträgst, sondern die Vineyard Bern in dieser Zeit auch finanziell mitträgst. Auch wir sind auf deine Unterstützung in dieser Zeit angewiesen.
Auf der einen Seite mit den regelmässigen Spenden. Die Vignette Bern wird nämlich von ganz vielen, von Hunderten von Menschen getragen, die finanziell dazu beitragen, dass alles, was wir machen, überhaupt erst möglich ist. Gleichzeitig aber genauso mit deinen Spenden jetzt in den Kollekten. Wir führen jeden Sonntag so eine Kollekte durch, wo nämlich mit den Beträgen, die wir am Sonntag in den Gottesdiensten zusammenlegen, können wir die Tätigkeiten finanzieren, die nicht gemeinnützig sind. Und darum ist das für uns als Church ganz ein wichtiger Teil auch vom finanziellen Leben drin. Und dir gibt es die Möglichkeit, einfach Anbetung und Mittragen dort hier auch finanziell zu machen. Du hast heute 2 Möglichkeiten. Auf der einen Seite kannst du mit Twint die an dieser Kollekte jetzt beteiligen. Oder aber, wenn du auf unsere Website gehst, vineyard-bern.ch/spenden, kannst du genauso dort hier dich mit einer Online-Spende beteiligen. Und vielen Dank, dass du einfach alles, was wir machen, dort hier mitträgst. Unser Wirken, auch in dieser Zeit jetzt, vom Coronavirus innen ermöglicht ist. Vielen herzlichen Dank. Ja, und jetzt sind wir schon fast am Ende von diesem Gottesdienst angelangt. Ich tue noch mal mein Tisch ein bisschen prägnanter zeigen. Was mir besonders gefallen hat an dieser Predigt, an dieser Ruhe, ist der kreative Gedanke vom Ausruhezeichen. Das wünsche ich dir, dass dein Leben von einem Ausruhezeichen begleitet ist. Ich wünsche dir, dass die Woche, wo wir jetzt hineingehen, du die Gelassenheit richtig kannst erfahren. Auch wenn die Gelateria di Berna nicht offen ist, dass die Gelassenheit dein Leben erfüllt in dieser kommenden Woche. Ich segne dich und wünsche dir auch, dass du das nicht nur für dich erlebst, sondern genauso spürst, wo Gott nicht nur dir begegnen will, sondern anderen Menschen durch dich begegnen will. Hab eine ganz gute Woche. Tschüssli. Aber Vater, du bist unser Gott, unser Schöpfer, schön sind deine Werke. Ja, wer Rafa, dort ist Heiligskraft, du bist gross, du bist gut. Jesus Christus, so ein treuer Freund, starker Retter, durch dich haben wir Sieg. Wahrer Weinstock, in dir finde ich Freude, du bist gross, du bist gut. Wir geben dir die höchste Ehre und unser Lob steigt auf zu dir. Wir geben dir die höchste Ehre. Du bist unser Herr, du bist unser Herr. Wir geben dir die höchste Ehre und unser Lob steigt auf zu dir. Wir geben dir die höchste Ehre. Du bist unser Herr, du bist unser Herr. Atem Gottes, du füllst jetzt den Ort. Treue Tröster in deinem starken Arm. Weisse Tauben wie ein Liebesstrom. Du bist gross, du bist gut, du bist gross, du bist gut. Wir geben dir die höchste Ehre und unser Lob steigt auf zu dir. Ja, ich habe gesehen, wer alles da ist. Vorher waren Girafes da. Und das grösste Kind von mir, der Matt Bielme, ist auch anwesend, habe ich gesehen. Herzlich willkommen. Cool, seid ihr alle da. Und zwar jetzt für den Start des Livestream für Kids stehen wir alle auf vom Sofa. Du stehst noch nicht, ich sehe es. Okay, aufstehen. Gut.
Und jetzt, da wir sonst nicht mehr alle als ganze Familie einkaufen können, wir machen genau das gleiche wie letztes Mal, weil letztes Mal habt ihr mich ja nicht gehört. Das Mal hört ihr mich. Gehen wir zusammen einkaufen in unserem Wohnzimmer. Und gut, wir packen unseren Rucksack. Zack, gut. Laufen raus. Und gehen auf unser Velo. Und los, strampeln. Es geht vielleicht noch den Berg rauf. Jetzt die Hänge muss ich vielleicht vorne tun. Jetzt ist mega hart. Jetzt geht es mega schnell runter. Und los. Gut. Also, jetzt steigen wir ab dem Velo ab. Gut. Und gehen ins Migros rein. Da drin rein das Wägeli. Gut, super. Und als erstes kaufen wir natürlich mega viel Nutella. Und zwar so ein Glas. Und das ist hier unter dem Boden. Und zack ins Wägeli. Und weiter. Und das kaufen wir noch Äpfel. Zum Nutella, oder? Da kann man auch Schokofondue machen. Das ist fein, dann nehmen wir. Gut, und weiter. Okay. Also, als Wichtigste ist natürlich das WC-Papier. Das laden wir jetzt auch noch alles rein. Voilà! Wir haben genug für ein paar Monate. Und weiter. Gut. Okay, wir sind bei der Kasse angelangt. Mehr brauchen wir nicht. Nutella, Äpfel, WC-Papier. Gut. Und alles wieder aus dem Weg raus. Auf das Förderband. Das Förderband ist ein bisschen schnell. So, und unser viel WC-Papier auch noch drauf. Gut. Natürlich haben wir das Kärtchen daheim vergessen. Darum zahlen wir jetzt bar. Aber nicht vergessen, heutzutage sollte man das Kärtchen mitnehmen, Geld. Gut. Alles in den Rucksack rein. Rucksack anlegen. Und wieder Sack auf das Velo. Yes. Okay. Und weiter. Wieder heim natürlich. Yes. Gut. Und absteigen. So. Und jetzt könnt ihr nach dem Livestream mit all diesen Zutaten, die wir gekauft haben, eine super feine Crepes machen. Die Eier haben wir vergessen. Aber ihr könnt dann Crepes machen und das Fett haben. Genau. Das war unser Einwärmen für heute. Und wir gehen weiter zu unserem Experiment. Haben wir natürlich auch eins parat heute für euch. Alle ein Judo machen auf dem Kopf, das ist immer wichtig für Experimente. Genau, ich tue dann noch mein Experimentenkettchen anlegen. So. Gut. Und jetzt bin ich gespannt, was wir zu staunen haben heute. Also, Kinder nicht ohne Mami und Papi nachher machen daheim. Versprochen. Gut. Man nehme ein Zündholzchen und zünde an. Eine Kerze am gescheitsten in einem Gläschen. Ich habe hier 2 Papier, das mega langweilig ist, weil genau nichts draufsteht. Jetzt schauen wir mal, ob irgendetwas passiert, wenn wir es hier über das Feuer haben. Genau. Also, brennen wird es nicht. Da habe ich dafür gesorgt. Aber ja, das bleibt weiss. Gut. Gehen wir weiter. Nehmen wir das nächste. Ich weiss nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es kommt langsam etwas vor. Genau. Ich tue jetzt nicht das Ganze, weil das natürlich gerade ein bisschen lang gehen würde. Aber ich frage mich natürlich schon, was der Grund ist. Also wir haben hier Feuer, sprich Feuer ist heiß, oder? Dann haben wir hier ein Papier, das dann braun wird, einmal ein Teil davon, und ein Papier, das einfach weiss bleibt. Also, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist,
irgendwie, es ist Flüssigkeit drauf. Die Frage ist, was? Ich weiss nicht, vielleicht sehe ich es mit der Lupe. Da sehe ich nichts. Da sehe ich etwas. Also, auf einem von denen ist Wasser drauf und auf dem anderen Zitronensaft. Die Frage ist, wo ist was? Natürlich, da ihr jetzt nicht antworten könnt und ich nicht hören, tue ich es beantworten. Da ist Wasser und da Zitronensaft. Wieso ist da ein Unterschied? Im Zitronensaft hat es Kohlenhydrate drin. Und die Kohlenhydrate bleiben auf dem Papier. Und wenn man Kohlenhydrate erhitzt, dann verbrennen sie. Und darum wird es hier dann braun. Also, mit Zitronensaft könnt ihr mega gute Geheimnachrichten schicken. Aber das Coole ist, am Anfang sieht man nichts. Aber auf dem drauf steht gleich etwas. Das ist genau gleich wie bei Gott. Gott ist immer da, wenn man es manchmal nicht merkt oder spürt oder sieht. Und wenn seine Gegenwart anfängt zu explodieren, so wie eine Tischbombe, bam, dann sieht man, was Gott für Auswirkungen hat in unserem Leben und im Leben von anderen. Hey, ihr könnt das daheim mit euren Eltern nachmachen. Ihr könnt andere Sachen auch noch probieren, zum Beispiel mit Cola, mit Milch, mit Wasser. Versuche kleine Sachen aus und man kann ganz coole Sachen damit machen. Und vergesst nie, auch wenn man Gott nicht sieht, er ist immer da. Jawohl! Und jetzt kommt der Joel euch eine Geschichte erzählen. Tada! Hey, hallo zusammen auch von mir. Ihr braucht heute 3 Sachen. Einen Farbstift, eure Bibel und ein Papierchen, ein Post-it am besten. Die Bibel noch nicht dabei haben, die dürfen sie gerne schon mal holen. Und ich warte noch 1-2 Sekunden oder vielleicht auch 10 Sekunden, bis ihr anfangen könnt, bis wir eure Bibel dabei haben, bis ihr bereit sind. Wenn ihr eure Bibel habt, könnt ihr sie aufschlagen im Buch Jona. Das ist einer der kleinen Propheten, kommt also nach den Psalmen, nach den Sprüchen. Und zwar brauchen wir dort das Kapitel 2. Wir schauen uns heute nämlich an, wie der Jona genauso in Quarantäne war. Der Jona war 3 Tage in einer Quarantäne. Und ich glaube, seine Quarantäne hat nicht so gut angefangen. Der Jona war nämlich unterwegs und Gott hat zu ihm gesprochen und Gott hat gesagt, hey, Jona, geh auf Ninive. Und der Jona hat gesagt, nein, das will ich nicht. Weil, erstens, die Leute dort, die sind nicht so nett. Die sind ehrlich gesagt sogar richtig blöd. Und die sind so gemein zueinander, dass man dort eigentlich nicht hingehen möchte. Hey, drum, ich gehe nicht auf Ninive. Ich gehe einfach so schnell wie möglich weiter weg in die andere Richtung. Er ist also zum Hafen gegangen und hat ein Billett gekauft für das Schiff nach Tarsis. Als er auf diesem Schiff war, ist ein Sturm gekommen. Und die Männer, die auf dem Boot waren, die auf dem Schiff dabei waren, der Captain und die Crew, die haben recht Angst bekommen. Der Sturm war nicht nur so ein bisschen kleiner Sturm, sondern ein richtig heftiger, grosser Sturm. Und der Jona war einer von denen, der dort ist, aber der Jona hat geschlafen. Der Jona hat geschlafen während dem Sturm. Vielleicht erinnert es euch an Jesus. Jesus hat auch im Sturm geschlafen. Aber Jona hat so fest geschlafen, dass sie ihn geweckt haben. Und nachher ist der Captain gekommen und hat gesagt, hey, Freunde, wir brauchen etwas Neues. Wir müssen herausfinden, wer ist die Schuld an diesem Sturm. Und um das herauszufinden, haben sie es Los geworfen. Und das Los ist auf Jona gefallen. Und der Jona war der, wo sie ausgelost haben, wo die Schuld ist. Und dann hat Jona einfach erzählt, hey, wegen dem und dem bin ich davor gerannt von Gott. Ich kann nicht auf Ninive gehen und ich wollte Gott nicht gehorchen. Und darum ist er wegrennen. Und der Sturm ist immer stärker geworden. Und die Leute haben sich gefragt, hey, was machen wir jetzt mit dem Jona? Was würdet ihr machen? Ich kann euch mal erzählen, wie das ist, wenn man auf einem Sturm auf dem Wasser ist, in einem Boot. Als ich 8 Jahre alt war, jedes Jahr im Thunersee und habe einen Segelkurs gemacht. So Kindersegelkurs. Wir hatten so kleine Bötchen, so Optimisten haben die geheißen. Die sind vielleicht etwa 2 Meter auf 1 Meter breit gewesen. Und mit diesen Bötchen ist man so richtig schnell über den See geflitzt, vor allem wenn es ein bisschen mehr gewindet hat. Und was einmal so richtig gewindet hat, eine Sturmwarnung gekommen ist und wir draußen auf dem See sind wir gefahren
Und wir wollten wenden, ist das Schiff so schräg gestanden. Wir mussten von unten nach oben kumpen, damit das Schiff nicht kentert. Und etwa so haben sich die Leute wahrscheinlich gefühlt, die in diesem grossen Schiff auf dem Meer waren. Weil die Wellen sind immer stärker geworden, der Wind ist immer stärker geworden. Sie haben versucht, ans Land rauszurudern und haben es nicht geschafft. Und darum haben sie gedacht, hey, der Jona, der ist ja eigentlich schuld an diesem Sturm, weil er von Gott davor gerannt ist. Und weil der schuld ist, werden wir ihn ins Wasser schmeißen. Weil vielleicht lässt sich Gott durch das ja besänftigen. Das heisst, sie haben den Jona genommen und haben ihn ins Wasser geschmissen. Und nachher können wir anfangen lesen. Nachher steht im 2. Kapitel im Buch Jona, im Vers 1. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. So hat sie in die Quarantäne angefangen. Jona ist im Buch von diesem Wal. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, was ist denn überhaupt Quarantäne? Ja, Quarantäne ist etwas, wenn du alleine bist oder wenn du daheim bist und du nicht raus kannst. Wenn du sozusagen gefangen bist daheim oder wenn du gefangen bist alleine, weil du nicht mit anderen in Kontakt kommen solltest. Und der Jona, der war dort in diesem Wal und er hat eigentlich nicht viel anderes machen als einfach rumsitzen und warten. Es war dunkel, wahrscheinlich hat es auch ein bisschen gestunken in diesem Bauch vom Wal. Und der Jona war dort und er musste warten, 3 ganze Tage lang. Und das ist, glaube ich, nicht so die besten Umstände. Und ich glaube, wir können uns nicht beschweren mit unseren Umständen. Hey, wir können rausgehen, wir können mit Freunden telefonieren, wir können im Garten spielen, wir können je nachdem sogar in den Wald gehen. Wir haben es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir daheim bleiben. Aber der Jona, der war dort im Bauch von diesem Wal. Wir lesen weiter, was er gemacht hat. Und zwar hat er angefangen zu beten. Vers 3 steht: Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr wusste, als ich nicht mehr aus oder ein wusste. Und er half mir aus meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, jetzt hast du mich für immer verstoßen. Werde ich deinen heiligen Tempel je wiedersehen? Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich vor dem sicheren Tod bewahrt und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und du hörtest mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja noch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, Herr, ja, der Herr kann alleine retten. Hey, ist das nicht krass? Der Jona war dort in diesem Wald und hat genau gewusst, ich brauche Hilfe. Sogar bevor er im Wald war, hat er gewusst, ich brauche Hilfe. Ich komme alleine nicht mehr raus. Und ich weiss nicht, ob es dir manchmal auch so geht, dass du denkst, hey, ich brauche auch manchmal Hilfe, aber zumindest in meinem Leben ist es so. Ich war zum Beispiel in Finnland und wir wollten mit dem Zug von einem Ort nach Helsinki zurückfahren, in die Hauptstadt. Und die Hauptstadt war etwa 350 Kilometer weg. Und wir sind an dem Bahnhof gestanden, mitten im Nirgendwo, und haben uns überlegt, wie können wir jetzt ein Billett kaufen. Wir haben versucht, im Billetautomat das Billett zu kaufen, aber der Billetautomat war kaputt. Wir haben geschaut, hat es irgendeinen Schalter, wo wir vielleicht ein Billett kaufen können. Aber der Schalter hat genau an diesem Tag zugehört. Und wir sind dort gestanden, wir haben kein Finnisch können, wir haben nicht gewusst, wie wir das Billett kaufen können. Wir haben gewusst, der Zug kommt in 10 Minuten und wenn wir kein Billett haben, dann können wir nicht mitfahren. Darum haben wir gedacht, hey komm, wir beten doch mal. Vielleicht kann Gott uns ja helfen. Wir haben angefangen zu beten und etwa 5 Sekunden nachdem wir Amen gesagt haben, kommt der Mann zu uns, spricht uns an auf Englisch und fragt, hey, braucht ihr das Billett? Und wir haben gedacht, was ist jetzt los? Wo kommt der jetzt her? Wir haben gesagt, ja, eben, wir haben versucht, das Billett zu kaufen, aber es ist irgendwie nicht gegangen. Und er hat gesagt, hey, kein Problem, ich zeige euch, wie das geht. Er hat uns geholfen, er hat uns das Billett gekauft und wir können mit dem Zug nach Helsinki fahren. Hey, ist das nicht genial, wie Gott hilft, wenn wir nicht weiter können? Wenn wir selber nichts machen können. Und weißt du, der Jona,
wo der im Bauch von diesem Wal war, er hat den Wal nicht gesehen. Er war zwar im Bauch vom Wal, er war umgeben von einem Wal, aber er hat den Wal nicht gesehen. Es war dunkel, es hat gestunken da drin. Und er ist sich ziemlich sicher sehr hilflos vorgekommen. Aber eins hat Jona gemacht. Er hat gewusst, ich bin sicher. Das hat er dann beim Gebet gesagt. Er hat gesagt, ich bin sicher, wie du Gott mich gerettet hast. Und ich möchte mit dir zusammen ein Gebet sprechen. Weil manchmal sind wir auch in Gottes Gegenwart und wir merken es nicht mal, weil wir ihn vielleicht nicht immer sehen. Manchmal spüren wir ihn, manchmal können wir ihn fühlen, aber wir sehen ihn nicht unbedingt. Aber Gott ist gleich da, weil er hat gesagt, er will uns nie alleine lassen. Und darum möchte ich mit dir zusammen beten. Und Gott fragen und Gott bitten, hey, komm du, umgib du mich und lass mich nicht allein. Und wenn du das möchtest, dann bete ich mit mir jetzt gerade zusammen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und dass du uns umhöhst, dass du uns umhöhst mit deiner Gegenwart. Dass du uns deine Liebe zeigst, dass du uns zeigst, dass wir sicher sind bei dir. Komm du, Heiliger Geist. Amen. Herr, ich möchte eins mitgeben, wenn du das immer und immer wieder möchtest machen, wenn du das immer und immer wieder möchtest erleben, das Gebet kannst du immer wieder sagen. Ganz Tag. Das Gebet kannst du sagen, wenn du in der Schule bist, das Gebet kannst du sagen, wenn du im Einkaufen bist, wenn du daheim bist, wenn du im Bett bist, wenn du Angst hast, wenn es dir gut geht. Das Gebet kannst du auch in anderen Worten beten. Aber eins kann ich dir versprechen, Gott wird dich nie alleine lassen. Weil das hat er gesagt. Und Gott ist treu und Gott steht zu dem, was er sagt. Und wir haben eine kleine Übung vorbereitet, wie wir das praktisch umsetzen können. Und für das brauchst du ein Post-it und brauchst genau den Stift, den ich dir vorher gesagt habe, dass du ihn holen sollst. Und dann kannst du auf die Post-it draufschreiben, Gott ist hier, Gott ist da. Und jeder von euch, von der ganzen Familie, darf 5 Post-its nehmen und darf das 5-mal aufschreiben. Und nachher können die Post-its irgendwo im Haus ankleben und dann können wir einander nicht sagen, wo sie sind, sondern wir können sie suchen. Und jedes Mal, wenn du so ein Zettel findest, wo du irgendjemand angeklebt hast, machst du das Krönchen drauf und klebst es wieder nebeneinander hin. Weil Gott ist überall. Am einen Ort, am anderen Ort. Er ist im Kühlschrank, er ist vor dem Fernseher, er ist in deinem Zimmer, er ist in der Dusche, er ist überall. Gott ist immer da. Und mit dieser Übung kannst du dir das eine ganze Woche lang bewusst machen. Hey, das war es von unserem Kids-Teil für heute. Wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Und wenn eure Eltern oder wenn ihr auch noch weiter schauen wollt, wenn nachher der Gottesdienst losgeht, dann könnt ihr noch in Kürze auf den Livestream aufschalten. Macht's gut. Ciao.